Ich erzähle dir jetzt eine zauberhafte Geschichte und wünsche dir dabei ganz viel Freude. Vor langer Zeit, wo die Menschen die Sprache der Pflanzen noch verstanden haben, hat in einem fernen Land ein König gelebt. Maharaja hat man in diesem Land im König gesagt. Richtig, wir sind in Indien. Der Maharaja hatte einen wunderschönen, prächtigen und grossen Garten gehabt. In dem Garten sind die schönsten Blumen, die grössten Bäume und die seltensten Pflanzen gewachsen. Für den Maharaja hat es nichts Schöneres gegeben als sein Garten. Darum ist auch nicht erstaunlich, dass er jeden Tag ganz viel Zeit in dem Garten verbrungen hat. Oh, ihr grossen Tannen, wo hoch zu den Wolken wachset. Oder ihr Weinstück, wo mich jedes Jahr mit süßen, saftigen Trauben beschenkt. Oder all ihr Rosen, mit all ihren schönsten Farben und feinsten, lieblichsten Düften. All ihr Pflanzen um mich herum darf ich Jahr ein und Jahr aus, Tag für Tag bewundern und geniessen. Wenn's heiß war, hat sich der Maharaja unter eine grosse Eiche gesetzt, in Schatten. Dort hat er die Pracht um sich herum genossen, die feinen Düfte eingeatmet und ist einfach zufrieden gewesen. Doch eines Tages, oh Schreck, was muss er sehen? Alle Bäume, Blumen und andere Pflanzen lassen ihre Äste und Köpfe hängen. Sie sehen verkümmert und elendig aus. Was ist passiert? Der Maharaja geht von Pflanze zu Pflanze und fragt sie, was habt ihr für Sorgen? Was ist mit euch? Da steht der Maharaja vor dieser grossen Eiche, wo er sich halb in Schatten setzt. Ich, Eure Majestät, ich habe so dürre Blätter, weil ich lieber so hoch wachsen will wie eine Tanne. Und ich, sagt die Tanne, ich will lieber so saftige Trauben haben wie ein Weinstock. Kannst du meine Trauben haben? Ich will lieber so fein duften wie eine Rose. Und. Um den Maharaja ist es Gestürm und ein Durcheinander. Er hat die Hände vor das Gesicht gelegt und nur den Kopf geschüttelt von Verzweiflung. Als er wieder seine Hände vom Gesicht nimmt, sieht der Maharaja weit vorne ein einziges kleines Blümchen vor sich strahlen. Der Kopf streckt der Sonne entgegen und leuchtet. Der Maharaja läuft zu dem kleinen Blümchen und sieht, wo näher kommt, dass es ein Wildstiefmütterli ist. Er bückt sich und sagt ganz erstaunt: Wie kommt das, dass du als einzige Pflanze von dich strahlst, wenn alle anderen um dich herum verkümmert und elendig aussehen, ja im Tod nach? Eure Majestät, ich habe gedacht, als ihr mich gesetzt habt ihr ein Wildstiefmütterli wollen. Sonst hättet ihr eine Rose, einen Baum oder eine andere Pflanze gesetzt. Und darum tue ich mit all meinen Kräften einfach das sein, wo ich bin. Wo der Maharaja die einfachen, aber starken Worte gehört hat, ist mir Tränen über die Backen gerugelt. Die einfachen und starken Worte hat er mit allen anderen Pflanzen im Garten geteilt und der Garten ist wieder gesund und heil geworden. Die wundersamen Worte hat der Wind bis zu uns hineingetragen, tief in unsere Herzen. Und wenn wir wieder tief in uns Innere, in unsere Herzen hören und einfach das leben, was wir sind, wer weiss, vielleicht können wir dann auch so strahlen wie das wilde Stiefmütterli.